laden ein zu Kölschen Christech, denn Weihnacht steht schon vor der Tür. Ein herzliches Willkommen hier im Limelight zu der Kölschen Christech. Für euch der Uli Deichmann. Viel Spaß. Den habt ihr gewusst, dass von Anfang Oktober bis Dezember hier im Rheinland 30 Millionen Männer geboren werden. Nur Männer. Keine einzige Frau. Nur die werden gar nicht registriert, denn es lohnt sich nicht. Denn die leben am Tag nur 8 bis 10 Stunden, wenn sie schön weiß sind und fluffig riechen. Der Bäcker hat mich schön geformt mit seiner guten Hand. Die Augen sind 2 Punkte, nur Rosinchen auch genannt. Dann habe ich die Beinchen etwas voneinander stehen und dann krieg ich noch ein Pfeifchen und darf in den Laden gehen. Denn ich bin weg, Mann, und ich seh noch ganz gut aus. Und ich kam mal mit ner weißen Pfeife in den Laden raus. Und dann lag ich da im Fenster und ne Frau, die packt mich an. Dabei war ich doch ne Wegmann und bin ja kein richtiger Mann. Für euch haben wir jetzt Heiligabend die Kölsche Bescherung. Viel Spaß. Och, der Dom ist am Strahlen, so als möcht er uns sagen. Lieb Glückscher sieht bedacht, bald ist Hilje nach. So sind Kölsche Christech am Reh. Damit et Wigger geht und zählt sich Wigger dreht. Noch ist das Licht nicht ganz verhüllt, doch nur wer wirklich läuft, erfüllt. Er tief im Hetze drin. Und wer wirklich läuft, der hört, leist ganz leist das alle Lied. Das Lied von Bethlehem. Und wir machen uns auf der Weg. De Weihnacht ist ganz nah, ein Neujahr steht für die Tür. Von dem keiner weiß, was bringt dir und mir. Auch was du gut mit Mut und Hetz, wird es immer wegen Jon. Nutz jeden Tag, denn du weißt, die Zick, die blieb nicht stehen. Frohe Weihnacht und ne Jode Rutsch. Et allerbest fürs neue Jahr, das wünsch euch. Und wir empfangen jetzt den Chirurgen Dieter Steuter. Dann nimmt man, da war ein bisschen viel jetzt, dann nimmt man den zweiten, dann ist nachher alles Gefühlssache. Proportionen sollte man auch kennen als Konditorverhältnisse. Zweite Bubenspitzle kommt jetzt auf die andere Seite und dann legt man da die Hände, das ist praktisch schon der Engel, der am Beten ist, ja? Das ist schon praktisch, also ich brauche noch nicht zu klatschen, ist ja noch nicht fertig. Ne? So, jetzt kommt der Kopf, das ist übrigens, der ist rosa, ja? Der Kopf ist ja immer rosa, das ist übrigens keine irgendwelche Farbe von der Maler und Lackiererinnung, das ist Lebensmittelfarbstoff, ja? Das ist, also wie gesagt, Carotin. Und dieser Kopf, der kriegt jetzt so ein ganz kleines Dingelchen, Kügelchen in der Mitte, in Köln sieht man ja Mümmes, so als Nase, dann kommt der Mund, da können Sie praktisch von Ihrer Gattin, können Sie hier so einen Schutz für den Augenbrauenstift, den tun Sie dann unter der Nase so ein bisschen rein, hat den Mund auf und sinkt und hier haben wir so ein Behilfsmittel von der Quirlmaschine, da drücken Sie dann so die Äugelchen, der hat ja geschlossene Augen, ne? Wenn der Engel singt, hat er geschlossene Augen. Dann nehmen Sie ein ganz kleines Stückchen Strohhalm, damit der auch schön hält auf dem Körper, ne? Und tun Sie den praktisch auf den Engel draufsetzen. Jetzt haben Sie praktisch schon den Engel ohne Haare, ja? Ganz verschlafen können stimmen, Papp, es mische weg. Alles klar, mir geht es gut, nur mach dich bloß nicht jeck. Doch Heiligabend kommen sie nach Haus, allein zu singen, das halten sie nicht aus.
Der Mann steht an der Tür wie jedes Jahr, ist glücklich, denn die Bands sind wieder da. Wie das sonst mit den Traditionen zu Köln bestellt ist, das erzählt ich jetzt. Hier am Baum, der Hans Breuer. Viel Spaß. Ja, und der zweite Weihnachtsviertag, da kommen wir auch zum Abschluss mit der Tradition. Der zweite Viertag, da sind unsere Eltern immer kurz nach dem Essen verschwunden für jo 2 Stündchen und kommen ganz glücklich wieder. Wir wussten nicht warum. Und dann war es wieder so wie kurz nach dem Essen, sie waren weg und schon eine Stunde später scheltet. Mir überrascht die Tür abgemacht, steht die Polizei dafür. Mit unseren Eltern. Sind das deine Eltern? Sag, das ist Mama und Papa, was haben die dann gemacht? Da sagt er, seit Jahren versuchen wir die 2 zu bekommen. Sag ich, ja, was haben die dann gemacht? Seit Jahren kommen die immer am 2. Weihnachtsfeiertag in der Zoo und beschmeißen den Storch mit Steinen. Und wir haben gedacht, uns Ältere hätten uns gehen. Ja. Dankeschön. Deshalb viel Spaß mit einem Rentner in der Adventszeit. Viel Spaß. Mit 66 Jahren fängt der Stolte an. 7.6. Ich habe ein bisschen länger geschlafen, dann gefrühstückt, der Express gelesen und kontrolliere jetzt, ob die Wasserhähne eventuell schon neuen Kalk angesetzt haben. Danach habe ich den Rasen gemäht und bin zum Obi gefahren. Ich brauche noch Holz für ein zweites Vogelhäuschen. Eins für Vogelmännchen und eins für Vogelweibchen. 22.6. Ich habe heute bis mittags geschlafen. Und dann noch ein Fuhlhüschen für behinderte Vögel gebaut. Dann habe ich den Rasen gedüngt, damit er schneller wächst. Dann kann ich dir öfter schnicken. Für euch, Agnes Kasulke. Es ist, man muss da, Traditionen, ne? Traditionen muss man einfach pflegen, ne? Auch in der Weihnachtszeit. Ich habe das zu Hause auch immer so praktiziert, ne? Mit meinen Erwin zusammen. Wir haben das, gut, bei den ersten 3 Kindern haben wir ein bisschen schludern lassen, muss ich ehrlich sagen. Aber bei den letzten 2 Nachzügler, da haben wir wieder das volle Weihnachtsprogramm gefahren. An Nikolaus, hör mal, meine Erwin, der rot-weiße Kilt an, verstehst du? Mit Sack und Rute bewaffnet und mit Haus geschlichen. Vorne geklingelt, unser Chantal machte Türe auf, ne? Meine Erwin ein kleines Liedchen gesungen und dann fing er an mit seinen Verslein. Von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Überall auf den Tannenspitzen sah ich, paff! Knallt unser Chantal die Türe vor der Nase zu. Mama, kommt jetzt der Bos ins Wohnzimmer hier ran und sagt, Mama, Papa ist schon wieder betrunken. Und das ist nur einer. Das ist Willibert Pauls. Hier ist er. Was hat das mit Weihnachten zu tun, ne? Mit der Religion? Also schon viel. Ich will es versuchen zu erklären und dann kommen wir doch in den nachdenklicheren Teil, der mir aber natürlich auch sehr wichtig ist. Da fragen wir nochmal den Manfred Lütz. Der Manfred Lütz, der wirklich ein hervorragender Arzt ist. Durch seine Jahrzehnte Erfahrung in der psychiatrischen Medizin, sagt er, also wir Menschen, wir meinen immer, es wären die Dinge, die uns unglücklich machen. Da sind wir alle davon überzeugt. Ne? Wenn das nicht wäre und weil das ist und deshalb... Das ist interessanterweise nur in den allerwenigsten Fällen wirklich der Grund. Das sind nicht die Dinge, die uns unglücklich machen. Die meisten Dinge können wir ja nicht ändern. Aber was wir ändern können, ist die Sichtweise. Es sind nicht die Dinge, die uns unglücklich machen, sondern wie wir die Dinge sehen. Deshalb ist seine ganze therapeutische Arbeit geht dahin,
nicht Dinge zu ändern, die man nicht ändern kann, sondern die Sichtweise zu ändern. Sagt er, und wenn das gelingt, dann setzt oft eine unglaubliche erlösende, heilende Kraft ein. Im Witz ist das so. Jeder Witz ist nichts anderes als eine plötzliche und unerwartete, also die Pointe, Änderung der Perspektive. Man steht da dort drüber und lacht sich kaputt. Und das ist in der Therapie dasselbe und eben auch in der Religion. Die gesunde Religiosität teilt sich mit der Pointe im Witz eines, nämlich eine erlösende Perspektive. Stille Nacht, stille Nacht, zusammen werden wir morgen wach. Stille Nacht, stille Nacht, Hanna das Christkindchen auch noch gedacht. Christkindchen auch noch jeder. Aber an dieser Stelle nochmals ein dickes Dankeschön an die Dieter Jacobs Combo. Dankeschön, vielen Dank. Und wenn wir uns wiedersehen und uns dann gut verstehen, dann freuen wir uns. Komm,